Hoi und herzlich willkommen zur neuen Folge von «Hören, Lesen, Laffern». Das ist dein Podcast zum Schweizerdeutsch lernen. Hallo, ich bin Naira, ich bin Schweizerdeutschlehrerin und in meinem Podcast «Hören, Lesen, Laffern» ist der Name Programm. Das heißt, wir hören. Hören, das heißt zuhören. Wir hören uns also eine Geschichte an, die ich dir erzähle auf Schweizerdeutsch. Du kannst aber auch lesen. Den Text findest du nämlich auf meiner Website. Den Link dazu habe ich dir in die Shownotes oder wenn du hier auf YouTube bist, in die Infobeschreibung gepackt. Und am Schluss wollen wir noch laffern. Laffern, das heißt so viel wie plaudern. Also wir wollen ein bisschen über das Gehörte sprechen, schauen, was wir da so für Besonderheiten der schweizerdeutschen Sprache finden, was wir für Vergleiche zwischen Hochdeutsch und Schweizerdeutsch ziehen können und ja, das ein bisschen diskutieren. Heute habe ich eine super lange Geschichte für dich. Ich schätze mal, ich werde 15 Minuten mindestens lesen. Also schnapp dir irgendeine Tasse Tee oder einen Kaffee oder was auch immer du gerne trinkst und dann starten wir mit Hören. Die Geschichte heisst «Die erste Ferienreise». Luisa ist sehr aufgeregt, weil morgen ist es endlich soweit. Sie und ihr Freund, der Paolo, haben schon lange auf diesen Tag gewartet. Und ihr kleiner Sohn natürlich auch. Morgen geht es nämlich endlich in die wohlverdienten Ferien. Das letzte Mal ist schon ewig her. Luisa kann sich nur noch kaum daran erinnern. Zuerst der ganze Stress mit der Geburt, dann ist wieder das Arbeiten ins Spiel gekommen und hat ihnen alle Zeit geraubt. Entspannung war für die zwei eigentlich nie drin. So läuft das Leben halt. Und sparen mussten sie auch, um sich die Ferien überhaupt zu leisten. Ihr Sohn, der Tim, der ist jetzt 4. Luisa und ihr Freund der Paolo denken, dass es das perfekte Alter ist, für mehr vor der Welt zu sehen. Klar, sie bleiben zuerst mal in der Schweiz, aber es ist gleich aufregend. Aktuell wohnen sie in Bern. Hier hat es für die zwei die besten Studien- und Ausbildungsmöglichkeiten gegeben. So haben sie sich dann zumal auch kennengelernt. Mit der Familienplanung haben sie gewartet, bis sie feste Jobs hatten. Und jetzt sind auch schon wieder mehr als 5 Jahre seit dem Ende von ihrem Studium vergangen. Schon überraschend, wie schnell die Zeit doch vergeht. Die Ferien, die die Familie in einer kleinen Gemeinde in Luzern machen. Dort soll es wirklich wunderschön sein. Luisa hat schon viele Bilder im Internet angeschaut. Sie hat nur sehr lange überlegt, wie sie denn überhaupt auf Luzern fahren wollen. Ich finde ja das Auto viel praktischer, hat der Paolo vor ein paar Monaten gesagt, wo sie eine Entscheidung treffen wollten. Weisst du, Schatz, wir können unser ganzes Gepäck einfach mitnehmen. Vielleicht auch ein bisschen mehr durch die Gegend fahren. Das macht uns deutlich flexibler, finde ich. Luisa war anderer Meinung. Aber so Zugfahren ist einfach mega schön. Und wir müssen uns eben um nichts kümmern. Es geht auch nur eine Stunde von hier aus, ist also keine lange Reise. Und für den Tim wäre es sicher auch ein tolles Erlebnis. Meinst du nicht? Wir könnten das Auto ruhig mal stehen. Ist ja auch umweltfreundlicher. Ihr Freund hat überlegt. Nur rund eine Stunde von Bern entfernt, klingt für ein Paar jetzt vielleicht nicht nach viel, aber wenn man sich für die letzten Jahre mit einem Kind beschäftigen musste, haben sich manchmal nur 10 Minuten vor Haustür fort wie eine Ewigkeit angefühlt. Warum fragen wir nicht einfach den Tim? Hat der Paolo näher vorgeschlagen. Das ist eine gute Idee. Er ist zwar erst 4, aber er wüsste doch sicher, was ihm besser gefallen würde. In Bern ist er schon ein paar Mal mit dem Tram gefahren. Das hat ihm mega viel Spass gemacht. Lange Zugreisen hat die Familie bisher aber noch nicht unternommen. Das könnte also das erste Mal werden. Der Tim ist ins Zimmer gerannt, wo seine Eltern über die Reise debattiert haben. Er ist seinem Papa auf den Schoss gehockt. «Du, los mal», sagt der Paolo zu seinem Sohn. «Wir planen da etwas. Und wir wollen dich etwas fragen.» «Was denn?» hat der Tim aufgeregt gefragt. Luisa hat gelächelt. «Wir gehen in die Ferien.» «Juhu!» ruft der Tim und hebt seine Arme in die Luft. «Wir verraten dir noch nicht, woher wir gehen.
Aber wir wollen dich gleich etwas fragen, hat Luisa weiter erzählt. Möchtest du lieber mit dem Auto oder mit dem Zug gehen? Der Tim hat angefangen zu überlegen. Sein Gesicht sieht angestrengt aus. Wir fahren ganz manchmal Auto, hat er dann gesagt. In den Kindergarten, um einzukaufen. Das ist langweilig. Lieber Zug fahren, das ist richtig cool. Luisa hat zu ihrem Freund geschaut, der ergeben geseufzt hat. Bist du sicher? Hat der Paolo seinen Sohn noch gefragt. Der Tim hat überzeugt genickt. Und mit dem war die Reise besiegelt. Die Billett konnten sie vorher online vorbestellen. Für den Tim war das Billett sogar noch gratis. Und sie mussten sich nicht um das Auto kümmern. Klar, es wäre flexibler gewesen, aber so können sie auch noch ganz viel zu Luzern und ihrer Umgebung entdecken. Und ein bisschen laufen schadet sicher auch nicht. Am Abend haben Luisa, der Paolo und der Tim noch die restlichen Sachen zusammengepackt. Sie fahren für eine Woche weg. Sie und der Paolo haben extra Ferien genommen und der Tim hat aktuell Ferien im Kindergarten. Schon wieder ein Grund, wieso die Zugreise sicher auch die bessere Wahl war, weil die Autobahnen wären vermutlich sehr voll gewesen. Im Zug haben sie das Problem nicht, weil der fährt stündlich zwischen Bern und Luzern hin und her. Die Luisa hat auch nochmal überprüft, ob sie alles dabei haben. Sie haben eine kleine Ferienwohnung gebucht, die eine wunderschöne Aussicht über die Stadt und den See in der Nähe hat. Allein die Bilder im Internet, die waren so schön. Morgen kann sie das hautnah erleben. Früh am Morgen ist es auch schon losgegangen. Luisa konnte vor Aufregung kaum schlafen. Der Tim ist auch schon auf den Beinen und hat zum Morgen gegessen. Er hat noch eine von seinen Kinderserien geschaut, bevor es losgegangen ist. Die beiden Eltern hocken am Tisch nebeneinander und unterhalten sich über die letzten Details der Reise. Ihr Zug fährt erst um 10 Uhr los, sie haben also noch genug Zeit. Sie müssen nur noch das Tram bis zum Bahnhof nehmen. Ich schaue mal auf der App, ob der Zug auch pünktlich kommt, sagt Luisa und holt ihr Handy raus. Weil der Zug jede Stunde fährt, sollte sicher kein Problem sein. Die App sagt ihr, dass alles in Ordnung sei und ihr Zug pünktlich ab Bern würde losfahren. Am 9 Uhr macht sich die Familie auf den Weg zum Bahnhof. Sie schnappen sich ihre Koffer, spliessen das Haus und gehen zur nächsten Tramhaltestelle. Dort müssen sie nicht lange warten. Der Paolo und Lisa haben ein Libero-Abo, so ist die Fahrt schon gezahlt. Ich freue mich so fest, sagt der Tim, der die ganze Zeit am Grinsen ist. Er weiss immer noch nicht, wo es hergeht. Das ist ein Geheimnis. Aber seine Vorfreude hat er seit dem Gespräch vor ein paar Monaten nicht mehr verstecken. Er hat sogar seinen Freunden im Kindergarten voller Stolz erzählt, dass er mit dem Bändli fahren wird. Kein Wunder, das sind auch seine ersten richtigen Ferien. Die Luisa ist sehr glücklich, dass er jetzt auch in einem Alter ist, wo er sich später dann auch daran erinnern kann. Am Hauptbahnhof zu Bern ist es recht voll und der Tim gibt der Luisa die ganze Zeit Hang, für dass er in diesen vielen Leuten nicht verloren geht. Der Paolo schiebt in dieser Zeit die Koffer, was ihm aber nichts ausmacht. Er meint, er mache das gerne und Luisa solle lieber zu ihrem Sohn schauen. Luisa gibt ihm zum Dank ein Münzchen. Sie haben Glück, als sie vom Perron ankommen, steht ihr Zug schon da. Es geht noch etwa 20 Minuten, aber so können sich die drei direkt einen Platz suchen. «Der Zug ist cool», sagt der Tim und zupft am Ärmel von seiner Mutter, wo sie nebendran laufen. «Fahren wir mit dem?» «Ja, das ist unser Zug.» Der Tim läuft zu einer der Türen. «Kann ich auf den Knopf drücken, bitte?» Geht dann die Tür auf. Der Paolo kommt hier hinten nach. «Probier's doch einfach mal.» Der Tim drückt auf den Knopf neben der Tür. Der blinkt heute und gibt einen Piepston von sich. Dann geht die Doppeltür auf. «Wow», sagt der Tim ganz begeistert. Die Luisa schaut zum Tim und lächelt ihn an. Sie ist jetzt sehr froh, dass sie den Zug genommen haben. Schon nur, weil der Tim so Freude an seinem neuen Abenteuer hat. Ihren Platz haben sie schnell gefunden. Es ist noch recht leer im Zug. Die Koffer haben sie nebendran herstellen, sodass sie sie gleich noch im Auge behalten konnten. Der Tim hockt direkt ans Fenster und schaut raus. Dort laufen weitere Reisende durch. Die meisten haben auch grosse Koffer und Taschen.
«Wie lange geht's, Mama?» fragt der Tim, der etwas zappelig auf dem Sitz hockt. «Rund ein Stündchen.» Luisa hat für die Fahrt extra ein paar Spiele für den Tim eingepackt, aber er hat gar nie danach gefragt. Der Zug und das Fenster waren anscheinend sehr viel spannender. Sie kann es ihm auch nicht übel nehmen. Es ist wirklich ein super Erlebnis, auch für Luisa und für ihren Freund Paolo. Die Fahrt ist ruhig und ohne grosse Vorkommnisse. Sie müssen nie umsteigen und Verspätung haben sie auch nicht. Die Landschaft fliegt nur so an ihnen vorbei. Die Hügel und die Berge sind schön grün, der Himmel hellblau und mit vielen weißen Wölkchen bedeckt. Wirklich traumhaft schönes Wetter. Und so wird es auch die ganze Woche. Perfekt für gemeinsame Familienferien. Überall sehen sie kleine und grosse Dörfli. Es wirkt alles schön idyllisch, ruhiger und gemächlicher als in ihrer Stadt, in Bern. Obwohl es dort ja bekanntlich auch gemütlich zu und her geht. «Nur nicht juffeln» ist das Motto zu Bern. Luisa würde gleich gerne auf dem Land wohnen, dort, wo sie eigentlich aufgewachsen ist. Vielleicht zügelt sie irgendwann wieder zurück. Nach einer Weile kommt der Kondukteur ins Abteil und fragt nach den Billets. Der Paula holt sein Nattel vor, dort sind sie gespeichert. Er zeigt es am Mann und der scannt den Code. «Super, das sieht doch alles richtig aus», sagt der Kontrolleur. Sein Blick fällt auf Tim, den er mit grossen Augen anschaut. «Hoi, kleiner Mann, ist das deine erste Zugreise?» fragt er. «Ja, wir fahren in die Ferien», antwortet der Tim eifrig. «Das ist richtig toll, ich freue mich». Der Kondukteur lacht. «Dann wünsche ich dir sehr viel Spass. Ah, und hier habe ich noch etwas für dich.» Er kramt in seiner Tasche und legt dann etwas auf einen kleinen Tisch. Es ist eine kleine Schokotafel. Für die Fahrt, dass du gut gestärkt bist. Der Tim nimmt das Geschenk gerne an. «Und was sagt man da, Tim?» fragt sein Papa. Der Tim muss heute überlegen. «Merci vielmals.» Der Kondukteur nickt und lacht. Viel Spaß in den Ferien. Das war also die Geschichte. Wir haben Tim auf seiner ersten Zugreise in die Ferien nach Luzern begleitet. Nochmal eine kurze Erinnerung, wenn du den Text auf Schweizerdeutsch oder auf Hochdeutsch mitlesen möchtest, dann findest du den Link dazu in den Shownotes. Die habe ich unten verlinkt. So, jetzt lasst uns darüber sprechen, was wir da so für besondere Wörter gefunden haben. Ich möchte gerne starten mit dem Satz: Ihr Sohn, der Tim, ist jetzt 4. 4, das heißt 4 Jahre alt. Und da sieht man schön, dass wir es ein bisschen anders machen, wenn es darum geht, das Alter zu nennen. Also wir sagen nicht, er ist 4 Jahre alt, sondern wir nehmen einfach die Zahl, also das Alter, und setzen ein I ans Ende. Also 4 ist die Zahl und 4 ist dann das Alter. Er ist 4. Oder ein anderes Beispiel, Manuela ist 27 Jahre alt, auf Schweizerdeutsch wäre Manuela ist 27. Aktuell wohnen sie in Bern. Hier hat es für die 2 die besten Studien- und Ausbildungsmöglichkeiten gegeben. Ausbildungsmöglichkeiten, das sind die Ausbildungsmöglichkeiten, und daran seht ihr gut, dass die Vorsilbe aus verkürzt wird zu us. Das gibt es auch noch mehr, dass Vorsilben verkürzt werden, zum Beispiel auch auf. Beim Verb aufgehen wird auf zu uf, dann geht Doppeltür aufgehen. Oder auch einpacken, ein wird zu einpacken. Luisa hat für die Fahrt extra ein paar Spiele für den Tim eingepackt, aber er hat gar nie danach gefragt. Oder auch aussehen, die Vorsilbe aus wird verkürzt zu us, das hatten wir schon bei den Ausbildungsmöglichkeiten, aber das klappt natürlich auch bei Verben. Aussehen, ausgesehen. Super, das sieht doch alles richtig aus, hat der Schaffner gesagt.
Ich finde ja das Auto viel praktischer, hat der Paolo vor ein paar Monaten gesagt, wo sie wollten eine Entscheidung treffen. An diesem Satz sind zwei Dinge sehr interessant. Zum einen das wo sie wollten eine Entscheidung treffen. Als wird auf Schweizerdeutsch zu wo, wir sagen nicht als sie wollten eine Entscheidung treffen, sondern es ist wo sie wollten eine Entscheidung treffen. Und was man hier auch sieht, ist, dass die Nomenendung ung sehr, sehr häufig zu ich wird. Die Entscheidung auf Hochdeutsch ist also die Entscheidung auf Schweizerdeutsch. Es geht nur eine Stunde von hier aus. Es ist also keine lange Reise. Oder Tim hat einmal gesagt, wie lang geht's, Mama? Vielleicht hast du es bemerkt, ich habe einmal gesagt lange Reise. Und dann lang, wie lang geht's, Mama? Und obwohl das beides das gleiche bedeutet, lang, logischerweise, machen wir da in einigen Dialekten im Berndeutschen hier einen Unterschied. Lang, also mit A-Umlaut, wenn es um die Länge einer Strecke geht, also etwas, das man messen kann, in Metern zum Beispiel. Und lang, wenn es um eine Dauer geht. Also etwas, was man in Stunden messen kann, zum Beispiel. Deswegen heißt es ist keine lange Reise, aber wie lang geht's noch? Das ist interessant. In einigen Dialekten machen wir, wie gesagt, diese Unterscheidung, aber zum Beispiel in Zürich nicht, da gibt es nur lang. Nur rund eine Stunde von Bern entfernt tönt für ein Paar jetzt vielleicht nicht nach viel, aber wenn man sich die letzten Jahre mit einem Kind hat beschäftigen musste, haben sich manchmal nur 10 Minuten vor Haustür fort wie eine Ewigkeit angefühlt. An diesem Satz gibt es auch einige spannende Punkte, die ich gerne hervorheben wollte. Zum einen tönen, das ist das schweizerdeutsche Wort für klingen, und manchmal hat eine Doppelbedeutung. Manchmal kann manchmal bedeuten, aber es kann auch oft bedeuten. Das sieht man zum Beispiel gut an diesem Beispiel. Wie manchmal gehst du am Abend in die Bar? Nur manchmal. Wie oft gehst du am Abend in die Bar? Nur manchmal. Obwohl das Wort eigentlich das gleiche ist, manchmal. Das ist sicher gut zu wissen, dass das da eine Doppelbedeutung hat. Was wir auch noch haben, ist vor Haustür fort. Fort, das bedeutet weg, also von der Haustüre weg. Nach einem Weile kommt der Kondukteur ins Abteil und fragt nach der Billet. Hier sieht man gut französische Einflüsse, die es im Schweizerdeutschen natürlich gibt. Je näher man an der französischen Sprachgrenze ist, desto mehr Einflüsse gibt es natürlich auch. Und zwei Beispiele dafür wären zum einen der Kondukteur statt der Schaffner und die Billet statt die Tickets. Sie schnappen sich ihre Koffer, schliessen das Haus und gehen zur Tramhaltestelle. Schliessen, das heisst abschließen, also den Schlüssel in die Tür stecken und die Tür schließen. Ist ein bisschen schwierig auszusprechen, schließen, weil wir das G haben und dann wirklich den SCH-P-Laut schließen. Aber ich glaube, von der Bedeutung her ist es ziemlich logisch zu erschließen. Luisa gibt ihm zum Dank ein Müntschi. Das Müntschi, das ist ein berndeutsches Wort für den Kuss. Achtung, da gibt es ganz viele Wörter dafür, die sehr, sehr stark variieren von Kanton zu Kanton, je nachdem, wo du bist. Aber Müntschi ist da ganz typisch für Bern. Wirklich traumhaft schönes Wetter. So wird es auch die ganze Woche. Ein Wort, das benutzen wir, um darüber zu sprechen, wie das Wetter wird. Also diese Struktur, es wird regnen oder es wird schön, so wird es die ganze Woche.
Das ist typisch, um über Wetterprognosen oder Wettervorhersagen zu sprechen. Genau. Also wenn du das nächste Mal hörst, es wird regnen, dann weißt du, es geht ums Wetter. Ja, ist ja logisch bei Regen, aber vielleicht kannst du das ja auch mal anwenden. Genau. So, und somit kommen wir auch schon zum Abschluss von dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, du hast ganz viel von der Geschichte verstanden. Keine Sorge, wenn du noch Schwierigkeiten hattest. Du kannst, wie gesagt, alles nachlesen. Und wenn es noch Wörter gibt, die du nicht entschlüsseln kannst, die ich jetzt nicht genauer besprochen habe, dann schreib es sehr, sehr gerne in die Kommentare. Dann kann ich dir dabei noch helfen. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du dieser Podcast-Folge einen Daumen nach oben gibst, wenn du auf YouTube bist, oder dem ganzen Podcast eine Sternebewertung dalässt, wenn du auf Spotify hörst. Und dann würde ich mich riesig freuen, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist bei der nächsten Folge von Losa, Lasa, Lafere, dein Podcast zum Schweizerdeutsch lernen. Übrigens, wenn du gern mehr Schweizerdeutsch lernen möchtest, dann findest du auch alle Infos zu mir und was ich genau mache in den Shownotes oder in der Videobeschreibung. Du darfst auch sehr, sehr gerne da mal vorbeischauen. Vielen Dank fürs Zuhören, merci vielmals fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.